Die Ausbeute im Untergrund geht weiter hier bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom, aber ganz ehrlich, hier im Gebiet von Ranels ist die Ausbeute bisher nicht so groß und wir haben doch schon ein bisschen was gesehen hier. Das ist leicht ernüchternd, muss ich leider zugeben. Aber wir gucken mal. Jetzt mal zum nächsten Monsterversteck, was ich hier gesehen habe. Man sieht sogar von hier aus schon. Dort könnte noch etwas Cooles, so wird zumindest mal sein. Außer halt ein paar Monster, ne, logischerweise. Was war das da vorne oder was noch ein bisschen weiter? Wir gucken mal. So Nanium her, was haben wir da mittlerweile? Wo ist es? Wo ist es, wo war's? Und 21 Nanium und 7 großen Nanium. Naja. Ist jetzt nicht gerade die Welt, aber okay. Wir werden sehen. Das war doch hier. Pack's mal hier drüben hin. Donnerblume, sehr gut. So, wie sieht es jetzt da unten aus, Das waren silbernen, ja, könnte es durchaus lohnen. Ja, hab ich gesehen, ist egal. Schade, wollte ich noch einfangen. Gut, dann gucke ich mal. Moment, nicht hier, sondern hier drüben. Wo war's? Hier. Wow. Ja, die Ausbeute, das war schon legendär. Oh, falsche Waffe. Moment. So. So ein Typ hier, den muss ich erstmal ein bisschen zumindest zuerst stutzen. Aua. Eine Rüstung an? Nö. So, fast so aus. Huch! Ernsthaft, geht das? Erstmal die Truhe öffnen, ne? Das ist viel wichtiger. Oh, Riesenleuchtzahn, ernsthaft jetzt. Autsch, werden das geschmissen. War dann Donnerblume, haben wir gar nicht gesehen. Das versteckte Masterschwert.
Nein, das Master-Schwert. Seine Kraft geht wieder mal zur Neige, was auch sonst, ne? So, aber einer müsste noch da sein. Außer hätten schon gekillt. Wie immer das nur sein soll, aber okay. Ne, komm, nehmen den hier. Ah, großen Nanium, sehr schön. Na komm, so. Wow. Dann ein bisschen was runtergefallen. Natürlich alles schön mitnehmen. Gut, 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 gut. Okay, dann die noch. Großen Nanium, ja doch, doch. Also gelohnt hier, den Ausflug. Dann auch cool gegen diesen Miasma-Gegner ist natürlich das Masterschwert sehr viel wirksamer. Eben dadurch, dass halt Miasma-Gegner sind, wird halt die heilige Kraft entfalten. Ich habe doch das Gefühl, die Kraft wird nicht nur um 30 erhöht, sondern tatsächlich auch um, naja, verdoppelt halt. Also kam mir so vor, vielleicht deutlich auch. Mit alles am Zerbrechen hier. Okay. Ansonsten noch irgendwas verpasst hier, was man noch holen müsste. Da oben ist noch eine Kiste. Wenn er schon da oben ist, wird es schon irgendwas Wichtiges sein, oder? Wow, ernsthaft? Ja, es war sehr wichtig. Das blaue Exelfoss-Horn. Sehr gut. Der steht also hier. Ja. Würde man sagen, das war's hier wieder, ne? Warum sie eigentlich so rot leuchtet, seltsam, weiß es irgendwie auch nicht. Den kann ich noch mitnehmen. Da oben müsste da unser Hoverbike sein. Voll in Einsatzbereitschaft natürlich. Jo, sind wir da. Sehr gut, sehr gut. Also ein Speer, aber kein Interesse dran. Gut, dann fliege ich mal da runter, wa? Wow, habe eigentlich nur auf den Baum geachtet. Nein, was machst du hier, Link? Na, komm, Junge, komm, komm. So, jetzt aber. Den Monsterfrosch hier haben wir letzte Folge erledigt. Dann also, jetzt eben da, ui, da entlang. Genau, da hinten haben wir noch vorhin eine schöne, nette Wurzel gesehen. Nette Wurzeln. Oh, sogar zwei. Der Sonnensoldat hat ja was Brauchbares für uns. Ein Reiseschwert, naja. Mit mehr Haltbarkeit. Gut, ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber wird vielleicht für die einen oder anderen Gegner reichen, vor allem die einfachen.
Donnerblumen, Donnerblumen. Was mir fehlt beim Markieren, aber schon mal erwähnt, glaube ich. Stempelkasten. Wir haben zwar schon diese Icons, die kann man von mir aus auch so belassen, aber ich hätte gerne eine Möglichkeit, die zu beschriften. Das wäre cool. Was wir echt lange nicht mehr gesehen haben, war ein Miasma-Leunel. Aber ja gut. Auch schon länger nicht mehr unterhalb eines seines Stalls, war. Mhm. Nett. Es waren noch ein paar Gegner mehr, ja? Da müsste so ein Block sein. Ist es ein Beta-Block oder was? Hm. Ja, wieder ein Beta-Block. Haben wir auch schon mal besiegt. Insofern, ja. Natürlich kann man es machen. Aber muss man es auch? Ich weiß nicht. So, das hat auch wieder gelohnt. Jetzt die Frage, soll ich hier in die Richtung weitergehen oder sparen wir uns das für später auf? Weil, genau, bin ich wieder unter meines Schreins und bin ja hier direkt, also Schreins, doch unter eines Schreins, aber auch hier von einer Öffnung. Also kann ich easy peasy dann sonst mal weiter kunden. Hier ist offenbar nochmal ein Schrein. Den wohl mal verpasst habe oder so. Die anderen Schreine haben wir soweit auch. Okay, ja, dann würde aber sonst doch sagen, wir gehen wieder zurück, wa? Von hier nach oben, auch in Rand der Schatz und versuchen hier noch aufzuschließen. Das kann ungefähr aufgehen. Die Frage ist jetzt rein von der Map her. Ne, nach außen hin macht da keinen Sinn. Das ist eine Wurzel und da wieder, sind wir schon bei Hateno wieder. Ne, ich fliege oben durch, komm. Ja. Huch! Entschuldigung, Link, mein Fehler. Hab's gesehen. Mann. Warte mal, kann ein Foto davon machen eigentlich noch? Was soll denn das hier mit dem Zoom-Effekt? Will er irgendwie nicht, schade. Ja, ungeschickt sein ist grüßen. Entschuldigung. So, jetzt aber. Sind wir wieder eine Liga-Zentrale oder was tatsächlich? Vielleicht hat sie was Praktisches dabei. Großes Griff für uns. Durch unsere Hauptarbeiten des großen korrigierte Plan zu machen, Untergrund verlegt. Von 3 Stützpunkten in anderen Regionen etabliert worden, so wie man hört. Hütte auf dem vergessenen Plateau, eine Höhle im Fels der Alnok-Kette.
Also dann ja, können besetzt, jemand uns berichtet. Warte mal, das war da genau das, was ich eigentlich wollte. Untersuchen nach Erkenntnissen zu Bauteilen hier und genau. In Gerudo-Unterschlupf sollen 3 Stützpunkte an Regionen etabliert worden sein, hört. Eine Hütte auf dem vergessenen Plateau. Ich mache direkt mal, hier. Screenshot. Vergessene Plateau. Die war ja da, die Hütte aber doch nicht gesehen. Eine Höhle im Fels der Alno-Kette. Nach das Akala-Institut. Beim Akala-Institut waren wir schon und haben wir auch so ein Kleidungsstück bekommen. Von Iga. Und wir brauchen ja irgendwie das komplette Iga-Set noch. Vergessene Plateauslines sein. Hä? Ist aber das nicht gesehen? Ich blind oder was? Oh, jetzt müssen wir dann noch hoch, wa? Ne, erstmal hier. Panzerwagen. Boah. Warum nicht? Dankeschön. So, 2 weitere Dinger für uns. Batterien. Den erstmal herstellen können. Die Frage, ist da oben noch etwas? Ja, schon ein großes Ding war noch, großes Irrlicht. Ja komm. Wollen wir auf die Schnelle. Also. Moment, Leute. So, jetzt. Sehr groß. Ja, die Richtung stimmt noch. So, jetzt hoffentlich ohne Unterbrechungen, wa? Ich könnte natürlich auch schnell einfach hin teleportieren, hätte ich halt mein Vehikel nicht mehr. Also neu zusammenbauen und ganz ehrlich, wenn ich wirklich straight durchfliege und zwar für dann mal in die richtige Richtung, wäre ich relativ schnell auch dort. Also Ziel ist, dass ich da hingehe und nachher hier hochfliege. So. Der Hinweis dort war gut, eben in der Hoffnung, dass wir dort wirklich so ein paar Verstecke haben und noch finden werden. Wobei eben das mit dem vergessenen Plateau finde ich ein bisschen creepy, weil es dort schon irgendwie 2-, 3-mal war. Und ja, doch, wir haben im vergessenen Plateau ja was gesehen, aber ich dachte, weil es im Zusammenhang mit dem Akala-Institut stand, dachte ich eigentlich, okay, es wäre eine andere Art von Versteck. Nicht so eine Art Mini-Versteck, sondern halt ja, ein richtiges Versteck. Denn das, was wir hier gesehen haben, ist ja hier. Schrein des Lebens, dort war es. Aber vergessen, Plateau ist ja hier drüben, ne? Haben die hier vielleicht? Wobei. Da war ich ja auch schon da auch. Wenn natürlich hier irgendetwas dann. Ich war da noch gar nicht. Tempel der Zeit, ja. Bessere Tempelruinen. Wir müssen mal gucken. Also erstmal da hingehen. Das muss ich halt vielleicht mal ein bisschen recherchieren, wo denn diese. Ja, die restliche Ausrüstung von Jigas, wo die sein könnte. Wir brauchen sie eigentlich dringend und sonst können wir sicher mal die eine Quest, die wir hier mal gewonnen haben, nicht machen. Ne? Die war ja irgendwo da unten bei dem Geodo-Tal. Hier. Bei den Türen, wir wissen auch, dass hier ein Schrein ist, unter anderem. Sonst eine Quest und sowas in der Art. Und dort kommen wir halt sonst nicht rein und das ist doof. Die machen halt einen nur auf, wenn sie sehen, oh, da ist ein Liga-Kumpel. Nein, falscher Link, muss die Seite.
Noch ein Jägerversteck. Uah, Alter! Was sie alles gebaut haben, ist ja richtig. Die hatten ja richtig Spaß hier unten, war mit so einer Bauteilen. So, eine Bauplatte für dieses Schienenteil. Ja, Jägerbauplan, war ja klar. Kampffrostwerfer. So, mein Fluggerät ist da. Ist also eine Seele, aber die können wir uns auch sparen. Nein, doch. Diesmal. Hm? Na komm schon. Ist nicht noch Schönes? Oh, okay. Das ist ein anderer Typ, der abgestürzt ist, wa? Ja, nicht aus Versehen ein bisschen getroffen habe. Kann ja passieren, nicht wahr? Die Zeit sind schon wieder bei 33 Minuten. 22, okay, oder? Doch, okay. Das geht noch. Ich dachte schon, wenn wir wieder bei 33 Minuten noch gar nichts geschafft, weil dann hätte ich gesagt, okay, dann machen wir hier ein bisschen sehr viel länger. Aber jetzt, der wird sagen, na, ein bisschen 40 so müssen wir irgendwie schon machen. Sonst lohnt es sich ja kaum. Was ist denn das jetzt da? Wir haben definitiv einen weiteren Weg. Das heißt, ich muss mal kurz hier ein bisschen hantieren. Du bist zurück. Wo bin ich denn hier? Okay. Es soll also eine Art im Untergrund geben, wo ich dann hier theoretisch einen Deckensprung einsetzen könnte und direkt in der Ober wäre. In Overworld wäre. Nur die Frage ist halt, warum soll er das einfach so ohne weiteres machen? So ein paar Monster. Ja genau, das ist sowas. Kannst hier einen Deckensprung machen und kommst zurück in die Oberfläche. Im Prinzip eine coole Idee, aber ja, kann mich auch teleportieren, bin ich auch oben. So, kleines Monsterlager. Warten jetzt da. Ich habe vorhin gesehen. Da oben erst. Uiui. Ui. So ein Koloss oder wieder ein Monster vorstellen. Ich hab's gar nicht richtig gesehen. Wieder mal ein Jägerversteck da unten. Ups, das war jetzt so eigentlich geplant.
Et voilà. So, lass mich raten. Bauplatte und nochmal 20 von den großen. Also ein großer Energiekristall mit 20 Einheiten. Die Dreifachkanone. Die muss irgendwann alle mal ein bisschen testen, ne? Vor allem gegen große Bossviecher, wie auch so Griox und so. 42, sehr gut. Ja, vielleicht kriegen wir sogar noch bis 3 hin, ne? Bis 3 Energiekristalle. 3 Batterien, Entschuldigung. So, schön nach oben. Da holen wir uns, wie auch schon mal erwähnt, den Schatz noch. Und ich glaube, dann sind wir vielleicht vorerst soweit durch hier. Genau, fürs Erste mit dem Untergrund. Haben wir, glaube ich, die letzten 10, 15 Folgen relativ viel im Untergrund gemacht, tatsächlich. Und sind wir ehrlich, es gibt ja noch sehr viel zu tun hier. Mhm. Wieder faszinierend. Okay, dort haben wir soweit gemacht. Dann fehlt hier noch 1 oder 2 mindestens. Und hier haben wir das noch. Eine Markierung auf der alten Karte. Das ist das Problem, wie kommen wir da hin? Hier rüber geht ja nicht. Die sind aber ja schon miteinander verbunden. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, komme ich hier oben vielleicht noch hin? Also das Einzige, was mir gerade in den Sinn käme. Weil sonst komme ich hier nicht auf die Tingle-Inseln, wa? Tingela, Chingela, Swingela und David. Davi. Sonst wird es schwierig mit dem Schatz da. Gut, dann auf zur nächsten Blume. Weil Blume ist übertrieben war. Aber Bro. Dann ist hier natürlich ein Schrein. Das müsste theoretisch schon der hier sein, wa? Bei unserem Haus zu. Könnte ein Monsterversteck sein, theoretisch. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Oh, und da ist noch eine Mine. Oder was sind da zumindest? Perfekt, das gefällt mir schon mal. Aber trotzdem, wie es aussieht, komme ich hier auch nicht durch. Aber kein Plan, wie ich jetzt da irgendwie rüberkommen soll. Es ist ähnlich, wie wir es hier gesehen haben. Hallo? Oh, sind die Zora schon wieder hier? Unterhalb des Dorfes der Zora, hier nämlich ungefähr. Abgrund im Dorf der Zora ist genannt. Da war ja wirklich ein Abgrund, den du hier nicht siehst. Das heißt, theoretisch wäre es natürlich möglich, dass wir hier irgendwo auch einen Abgrund haben und halt erstmal entdecken müssen. Wo ich hier durchkomme mit der Brücke, aber hier ist gar kein Durchgang. Oder ist versteckt, das wäre die andere Variante. Ja, eine Brücke ist keine eigene Verbindung, also insofern. Ne, irgendwo hier muss es noch ein Aufstieg bzw. Abstieg. Oh, obwohl. Vielleicht hier. Ich habe irgendwas gesehen. Hier, guck mal. Das sieht so irgendwie ein bisschen seltsam aus. Ich glaube zwar nicht, dass das eine direkte Verbindung ist, aber. Möglich wäre es zumindest. So, also jetzt bin ich hier, hier oben hin, ne? Jetzt gerade können wir mal gucken. Da haben wir so einen Bruder, der eine Waffe für uns hat. Ich hoffe, eine gute.
Soldatenschwert. Das klingt nicht so schlecht. Dann werden wir doch mal das Teil hier ab. Eine 12 Waffen immerhin. Wollten die gerade an meiner Ding knabbern oder was? Das sah gerade aus, als sie so auf das Teil gestürzt haben, auf meine Blume. Meine Leuchtblume. So, und die Karte ist einigermaßen richtig tatsächlich. In die Richtung zumindest. Muss es da sein, ne? Ja, es ist ein weiter Weg. Die verlassene Taburasa-Mine, wer kennt sie nicht? Autorisierung erfolgreich. Willkommen, Meister. Ich will Sonanium verarbeiten. Ja, will ich auch. Dankeschön. Ding ist noch da. Sehr gut. Dann gucken wir mal, was wir alles noch mitnehmen können. Alles geht nicht. Ja, schade. Nehmen wir da jetzt mal 12 Stück. Dann noch 12 Reserve. Äh, 90, das passt. Für 3,5 Batterien war es 3. Ja, nochmal eine wäre zwar schön, aber kriegen wir nicht mehr hin. Was ist denn das hier? Ist das die Irrlichtstraße oder was? So. In die andere Richtung, da ist ja noch einer, der uns irgendwas sagen will, offenbar. Der erstmal erlöst werden möchte. Autorisierung erfolgreich. Willkommen, Meister. Das ist ja vielleicht auch ein Ort, wo ich theoretisch nochmal später zurückkomme mit im Kampf gegen Koga. Wo er eigentlich meinte, der finale Showdown wäre der Hebra-Region. Bin ja hier eigentlich falsch. Oder Koga ist falsch, das ist die andere Variante. Hm. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So. Dann gucken wir natürlich auch noch hier oben nach, ob da noch vielleicht etwas sein könnte. Wir sind so Nanium, perfekt. Schatz ist hier auch nicht, wobei ich mir natürlich zu so einer Situation frage, zu so einem Zeitpunkt frage, falls hier zum Beispiel ein Schatz, also eine Schatztruhe wäre, würde mir hier erst angezeigt werden, wenn ich die Schatzkarte dafür finde? Finde ich sie trotzdem. Das ist halt die Frage. So.
Sonst bin ich hier soweit fertig. Da geht es wieder raus. Alles klar. Also ich würde sagen, Freunde, für den Untergrund reicht es vorerst. Aber wenn ich jetzt, wir haben wieder viel gemacht hier, kann man sagen. Klar, bei so kompletten Karte fehlen noch einige, das müssen wir zugeben. Wenn ich jetzt sage, ja, 2, 3 Folgen habe ich eigentlich nur hier unten verbraten, aber auch viel gekämpft und so. Darf man auch unterschätzen. Ich würde aber trotzdem fliegen nochmal zurück. Nein, ich glaube, ich lasse es hier. Oder? Gehe ich kurz nochmal. Ich hatte gerade mit dem Sonanium und vielleicht nochmal zum Monsterlager vorhin zurück soll. Das wir gesehen haben. Ja, relativ schnell hier raus, ne? Und wir können in der heutigen Folge zumindest noch, ja. Okay, das wollte ich eigentlich nicht mehr in der Folge machen. Nein. Was in der Folge noch machen will, ist unsere Batterie nochmal auffüllen und vielleicht noch das mit Irrlichter machen. Oder machen das in der nächsten Folge quasi als Start, das wäre die andere Variante. So, und hier ist klar, wir wissen auch, dass wir hier runterkommen, also hier kommen, dass wir schön connected zusammen. Da muss hier irgendwo noch eine Wurzel oder ein Schrein oder sowas sein. Also theoretisch natürlich hier ist eine Wurzel, das ist klar. Und die auch. Dann irgendwas schön mal hier mit dem Wald der Kroxen so connecten und so. Ja, läuft doch. Läuft, wenn's läuft, dann läuft's. Aber ja, trotzdem ist das Erkunden hier natürlich enorm. Und die haben ja schon ein paar Mal überlegt, ja, es dauert halt alles sehr schön, sollen die irgendwie gewisse Dinge offscreen machen. Ich denke mir, klar, wenn es um Gebiete geht, wo ich schon war hier im Untergrund, also zum Beispiel irgendwie hier unten, wenn ich hier nochmal hingehe, sei es um mal so einen Froschplatz zu machen, einfach nochmal einen Leunel oder so, und Leunel können wir eigentlich nochmal zeigen, einfach einen Frosch oder so kann ich natürlich sehr gut offscreen machen. Weil es irgendwie, finde ich, persönlich sogar anbieten würde. Dass ich selben Gegner mal zweimal, wow, vorhin gar nicht gesehen. Dieselben Gegner zweimal Platz zu machen, quasi dem Frosch, ja, wenn noch nie gemacht quasi. Könnte ich es eigentlich nochmal hier zeigen, aber andererseits, es sind Frösche, wir wissen, wie sie gehen, mittlerweile eine gute Taktik raus ist, funktioniert. Also auch das kann ja mir eigentlich sparen mittlerweile. Aber klar, wenn es da darum geht, weitere Wurzeln zu aktivieren, also das natürlich im Let's Player zeigen, weil sonst wäre es, naja, ein bisschen creepy tatsächlich. Das ist doch nicht creepy, aber schon seltsam. Ich würde gerne das Ding da noch mitnehmen, aber wenn der Frosch dann Weg ist, dann nervt er mich natürlich nur. Wenn das ein Obsidian-Frosch ist, dann ja, dann eine ordentliche Power, ja? Da steckt einiges weg. Das ich vorhin gar nicht gesehen habe. Weil muss gar nichts machen, das macht ihr ja. Also bleibt dabei, von all den Weisen, die wir bisher haben, finde ich eigentlich wieso bügelt mich gerade Link? Hallo. Finde ich eigentlich immer noch unseren kleinen Orni-Kumpel am besten. Der ist ein Obsidian-Gigama, sehe ich gerade. Ja, der frisst mir zu viel. So fett ist er auch. So, jetzt hab's gesagt. Da gehen zu viel von den Waffen drauf, das ist doof. Also ja, ich glaube wirklich, wenn ich mal sage, okay, ich muss Obsidian farmen. Ja, Obsidian sage ich schon. Natürlich nicht Obsidian. Was macht der jetzt? Nicht Obsidian, sondern ich bin hier oben, nicht da drüben. Wenn ich Sonanium farmen gehe, Mensch, farmen muss, das wird sogar wirklich eher sagen,
wisst ihr was, Leute? Das mache ich offscreen bei den bekannten Gegnern, wo wir schon waren auf der Map. Und, ja. Nur 9 Dinge zeigen, weil sonst, puh. Das Let's Play noch länger als ohnehin schon dauert. Hä, was sind denn hier alles? Hier waren wir schon. Oder? Die Tür ist noch zu. Noch einer drin? Das sind fähig hier ist gar nichts mehr. Außerdem, wir waren schon mal da. Da wäre die andere Variante. Ich muss das Teil da oben gar nicht erinnern. Sehr merkwürdig. Ich war eigentlich nur auf der Suche nach dem Monsterlager, was ich eigentlich noch irgendwo dachte, ich hätte es gesehen. Ich bin ja relativ straight hier rüber geflogen, also müsste es eigentlich hier unten noch irgendwo sein, aber es ist wieder so dunkel, ja. Liegt auch daran, dass das Gebiet da drüben noch nicht erhellt ist. Da drüben sein. Hier ist es. Hey, die waren doch irgendwo hier auf. Irgendwo in der Richtung, da hätte ich die gesehen. Oh, war eigentlich die falsche Waffe, aber okay, hat trotzdem gereicht. Ja, der einzige sieht so aus, ne? Ich will mal testen, ob der bei dem Viech auch funktioniert. Und das Egler zerbrechen wird. Das Maserschwert ruht und schöpft neue Kraft. Ja, das kennen wir schon. Und das war dann silberner. König steht aber trotzdem gern dabei tatsächlich. Das heißt, ich schmeiß das Ding weg. Nein, das Ding wäre eine Variante. In das Königsschwert mit, aber wenn es 19er Basisstärke hat. So. Der Hammer zerbricht gleich. Ja, ist ja wohl der Hammer. So, komm, weißt du was? So. Da haben wir auch schon den nächsten, Freunde. Gut. Ne, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich das war, was ich hier damals gesehen habe. Dann reicht sie erstmal auch wieder. Wir gehen zur nächsten Zentralmine. Am besten direkt hier. Genau. Wenn ich hier nochmal ganz kurz ein bisschen zu Nanium eintauschen, dafür müsste es dann reichen. Dann so zur Oberfläche, neue Batterien und das mit den Irrlichtern sparen wir uns in der nächsten Folge auf.
So, was auch nicht vergessen darf in der nächsten Folge ist, dass wir die Lichtschuppenlanz zurück nach Hause bringen, ne? Weil kein Bock habe, ständig irgendwie wieder, ja, Geld dafür rauszuschmeißen. Ein 3 Diamanten kostet das Teil. Gut, wir haben einen Duplizierungsglitch, aber ich will ja auf den eigentlich nur dann den nutzen, wenn es gar nicht anders geht, beziehungsweise wenn es sich irgendwie gerade anbietet. So, ihr könnt einen nochmal einsetzen. Ja, warum eigentlich nicht? Komm. Perfekt. 402, das bedeutet für uns, wir kriegen dementsprechend nochmal 4 Batterien. Oh yes, oh yes. Beim Spähpausen ausruhen ist eh nicht so übel. Das heißt für uns nächste Folge. Was machen wir? Gehen wir Oberfläche nochmal irgendwie ein bisschen gucken? Im Sinne von nach Schreinen gucken? Oder... Ich glaube, ja, einerseits schon, um die auch mal zu aktivieren, sicher, aber ich glaube, vor allem gehen wir dann hier von den Zoras her Richtung Kakariko. Also Richtung Kakariko, werden hier und da einen kleinen Umweg machen, um eben die Schreine zu aktivieren. Aber das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Die Waffen, ne, aber da denken wir da irgendwie was Besseres. Das Ding sieht irgendwie cool aus, aber ja. Ist natürlich eine Holzwaffe, vor allem deswegen ist sie eigentlich cool. Eine gute Haltbarkeit. Darf man auch nicht unterschätzen. So, sie will sowieso zu den Dingern gehen. Zu den Shikas nach Kakariko. Da waren wir schon ewig nicht mehr. Weil damals bei Breath of the Wild waren wir eigentlich sofort dort, indem wir aufgewacht sind. Was irgendwie auch von der Story sich so ergeben hat, aber jetzt hier war es ein bisschen anders. Yes, bitteschön. Natürlich 5 Batterien cool gewesen, dann hätten wir das ganze Ding schon voll, oder? Ein Gürtel, ein Batteriegürtel, wäre nicht voll. Ich glaube schon, oder? Nee, da fehlt noch ein bisschen was. Da kann man noch ein bisschen was draufpacken. Die Gerät ist zu mir zurück. Aber trotzdem kann man sagen, der Batteriegürtel fühlt sich gut. 3, 4, 5, fast 6 Stück voll. 8 haben wir insgesamt. Das passt doch. Und ich kann schon mal so viel verraten, wenn wir 8 wieder voll haben, alle 8, dann wartet uns noch eine nette kleine Überraschung. So will ich schon mal vorwegnehmen. Aber mehr will ich dazu auch noch nicht verraten. Gut. Hier die Irrlicht, komm, jetzt bin ich eh schon hier. Das Dunkelgewand. Ich habe schon eins im Vorrat, okay. Ich kriege ja gar nicht mehr davon. Hä? Ich muss am ersten Rest noch wegkaufen. Die Blumen sind mir zu teuer, ganz ehrlich. Ja, warte mal, Dunkelgewand. Er hat ja eins im Vorrat. Ich hab's gerade falsch gesehen. Ja, aber ich habe ja auch eins in Dunkelgewand. Wir haben das doch schon mal weggekauft. Er hätte jetzt vielleicht irgendwie Dunkelmütze, sowas in der Art. Na gut. Müssen wir gucken, Freunde. Also. Shika-Tablet, ne? Ah, ne, ist purer Pad, okay. Ja, Shika-Stein sah ja genauso aus. Deswegen dachte ich gerade, vielleicht einfach nur eine Anmerkung, quasi eine Historie, dass es mal einen Shika-Stein gab, mit dem einfach plötzlich verschwunden ist. Ja, alles andere von Shika-Technologien und so. Naja, egal. Freunde, Dank fürs Zusehen und hoffen wir wieder bis zum nächsten Mal zurück bei Link's Abenteuer. Also ganz ehrlich, wenn es ein Spiel gibt, was den Zusatztitel Link's Adventure verdient hätte, dann das hier. Ich weiß, es gibt das Spiel schon, Zelda 2, aber ganz ehrlich, das Spiel hier, das wäre eher etwas für Link's Adventure. Naja, bis zum nächsten Mal, tschüss.